onze Geschicht Nummer 80. Ditmaal vertellen we nog meer van wat hij van Mexico en van andere Latijns-Amerikanische landen terug naar Manitoba gekomen Mennoniten en den ook komen hier schaffen en ook wat ervan wat deze hier in Manitoba van Jeschafta aejnen en zo weiter. We hadden laatst mal davon geredet, dat aan de Kanadische scholen aan die van Latijns-Amerika teruggekomene Mennonitische kinderen veelmals gepikt wordt. Ditmaal vertellen we nog een beetje meer daarvan. Zo'n pikken aan nie gekommene kinderen geeft dat vielleicht meest irgendwo. En aan de Zuid-Manitoba scholen is dat voor die van Latijns-Amerikanische landen teruggekomene kinderen van daar al veel anders geworden als dat mal weer. Aber in de 1950, 1960, 1970 jaren geeft dat in deze scholen ook veel te veel zo'n pikken aan nie gekommene kinderen. En nu een klein beetje van onze zelfgemerkten half Englischen en half Deutschen woord pikken. We hebben ons al eenmaal gezegd dat die Plautdietsche Mennoniten sehr rood zijn aan onze eigen woordmerken. En van dem englischen woord pik hebben we ons dat woord pikken gemerkt. En dit woord gebruiken we op verschillende wegen. We zeggen zum Beispiel, ik wil die oppikken, oder ook, we hebben ons wat uitgepikt, oder ook, pikt u me dit oder dat op, oder ook, zoals we dit woord wiederholt gebruikt hebben, kinderen pikken aan andere kinderen. En dat Engelse woord pik aan kan kritiseren bedeuten, kan ook krijgen oder merken meinen. En wanneer we reden van kinderen pikken aan andere kinderen, dan meinen we kinderen merken andere kinderen, oder vielleicht nog meer kinderen mishandelen andere kinderen. En zo'n pikken doen niet maar kinderen, dat doen ook erwachsene mensen. En dat passiert niet maar in scholen in Canada, maar ook in Mennonitische dorpsscholen. En dat passiert op arbeidssteden en irgendwo. Nicht mal in Kanada, aber auch in mennonitische Dorpen, in Kolonien in irgendeinem Land. Und das soll, wenn wir friedliebende Mennoniten sein wollen, nur nicht bei uns rum haben. Nu wordt dat terug nog wat onze Mennoniten in Manitoba schaffen en wat voor Jeschafta die hier aejnen en zo weiter. Aardige van die van Mexico teruggekomen arbeiders wonen in zo'n fabrieken als EEE Recreational Vehicles, Lode King Industries, Monarch Industries, Integra Castings, Alan Winkler, en Farm King en Marden arbeiden. Die zeggen mij dat de arbeiders in deze fabrieken über de helft zo'n zijn, wonen entweder mal zelfs van Latijns-Amerika terug naar Manitoba gekomen zijn, oder van denen ook komen zijn. Grotendeels zijn de fabrieken arbeiders mannen, aber er zijn ook vrouwen en meisjesman. En ähnlich zo is dat ook in zeer vele andere fabrieken en handelsgeschäften, niet maar in Winkler en Martin, aber ook in Plum Coulee, in Altona, en op vele andere steden in Zuid-Manitoba. Ja, zeer vele van onze naar Manitoba teruggekommene Mennoniten arbeiden in de vele verschillende Zuid-Manitoba-industrieën. Vele van onze Mennoniten arbeiden hier in Manitoba ook voor de vele verschillende bouwcontractors. Andere zijn zelfs bouwcontractors oder subcontractors. En zijn arbeidgever geworden, wonen ook vele van onze Mennoniten arbeidgeven. Zoals David Ginter Construction, George Kraan, Henry Kraan, Peter Kraker, Peter Ginter Construction, New Style Concrete, Modern Concrete Works, John Henry Concrete Works, Frank and Pete Construction, Conpile Construction in Altona, Prairie Concrete, Weaves Concrete Works, Compile Construction in Altona, Modern Concrete Work, G-Line Building and Concrete in Plum Coulee, Raymond Construction, George Claassen Construction en vele verschillende andere. Nog andere van Latijns-Amerika teruggekommene Mennoniten aejnen en Winkler en omgeving zo'n Jeschafta als Hillcrest Memorials in Chancenveld,
Geschicht Custom Welding, Dig All Construction Limited, Mix All Concrete, Winkler Concrete Limited, Winkler Concrete Pumping, Winkler Construction Limited, Walls Auto Sales, Winkler Overhead Doors, Margus Custom Framing, Schmidt Sewing Machines, Sunny Day Products, Winkler Softline Fabric, Olan Winkler, Wiebes Fabric and Gift Shop in Rheinfeld, Image Flooring Incorporated in Winnipeg en nog vele verschiedene andere. Viele von unseren Trägen nach Manitoba gekommenen Mennoniten arbeiten hier entweder nur als Mechaniker oder haben selbst Repair Shops, so aus Thyssen Automotive, John and David Incorporation in Steinbach und verschiedene andere. Und die reparieren die Lied ihrer 40 Jahren Vorbereitschaft. Noch andere von unseren Mennoniten arbeiten hier wo in die verschiedenen Welding Shops in Fabriken als Welders oder Schweißer oder haben selbst Welding Shops in Merken oder reparieren allerhand Sachen. In der Steinbach Umgegend arbeiten auch viele von unseren Mennoniten für Baucontractors oder sind selbst Baucontractors oder Subcontractors. Viele andere arbeiten dort auch an den verschiedenen Fabriken, in Schlachterien, Restaurants, in Altenheimen oder als Mechaniker und so weiter. In der Sonne sind unsere Mennoniten in ganz Süd-Manitoba all ein sehr großes und wichtiges Part von der ganzen industriellen Wirtschaft oder Ökonomie geworden. Sie merken hier einen bedeutenden Beitrag zu der Ökonomie, vielleicht noch nicht mehr als in der Stadt Winkler. Viele von unseren Mennoniten sind hier in Manitoba durch ihr praktisches Weiten selbst erfinderische Fabrikanten geworden. Die erste von so einer Träg nach Manitoba gekommene Oldkolonie wohnen in Winkler, Manitoba, aejnen Fabriken haben. Dort werden die vielseitig begabte Leibensbreiter, Isaac Leiven und Franz Leiven. Beide Breiter haben genug praktisches Weiten, dort sie als selbstgemerkte Engineers und Entrepreneurs erfolgreiche Fabriken zu entwickeln verstanden. Diese Breiter ihre buitengewöhnliche praktische Kenntnisse mögen einige von den buchgelehrten Architects und Engineers in Winkler sehr neidisch, besonders über Isaac Leiven. Die waren so neidisch, dass sie dort mit Schluheit verursachten, dass Leiven seine Fabrik mit der Zeit angewohnen musste. Die Geschichte von dem Untergang von seiner Fabrik hat Leiven mehrmals selbst vertalt. In dieser tragischen Geschichte soll so leider dort, nochmals selbst in alle Einzelheiten beschrieben und veröffentlichen. Beide, Isaac und Franz Leiven, sind von der an in den sogenannten Ruhestand getreten. Sie merken sich aber immer noch nützlich mit ihrer besonderen entrepreneurlichen Begabtheit und Kenntnisse in ihre eigenen Workshops. Und tun allerhand Sachen für Menschen, was andere nicht tun. Auch von der sind hier in Manitoba noch jüngere, von Mexiko zurückgekommene Männer, wo die Lebensbreiter ähnlich sind und auch durch ihr praktische Weiten Fabriken, Welding Shops und andere Jeschafta erfolgreich Turan und verstehen. So als zum Beispiel John Reddercup in Plumcooley mit seinem J.R. Welding and Manufacturing Incorporated geschafft. Allside Screen Punching in Winkler, Gießbrechmaschinen in Plumcooley und viel verschiedene andere. Von den Fabriken wohnen von Mexiko trägt nach Manitoba gekommene Mennoniten, Oldkolonie in Kleingemeinde, in der Arburg Manitoba umgehend haben, sagt Wilmer Leiven dit. Du hast George Wieb, die Arburg, mit seinem Tool and Die, Demo Machine Works, mit ungefähr 54 Arbeiter, wovon bei 40 von Mexiko gekommen sind. Du hast die Willie Dick Familie bei Arburg, mit ihrer 2 Fabriken, wieder Machine Incorporated, mit ungefähr 100 Arbeiter, 30 davon sind von mexikanischem Hintergrund, und wieder Morris Incorporated, mit ungefähr 50 Arbeiter, 30 mit mexikanischem Hintergrund. Und du hast Pro-Fab Industries Incorporated bei Arburg, wo ungefähr 80 Arbeiter sind, wie 70 mit mexikanischem Hintergrund. Und du hast OKNO Manufacturing bei Arburg, mit 6 Arbeiter, alle von Mexiko gekommen. Und du hast die Fabrik
een handelsgeschaft, rijden service bij Arburg, met 10 arbeiders, alle van Mexico. Dat maakt deze omgegend Mennoniten een grote part van Manitoba economie. Die van Mexico trekt naar Arburg, Manitoba, omgehend gekommene geschäftseigendommen en arbeiders en Manitoba zijn grotendeels entweder originale Kleingemeinden oder met Oud-Kolonieën vermischte Kleingemeinden. Oder er zijn ook Oud-Kolonieën oder gewesene Oud-Kolonieën mank. Ik wil je hier nu tussen en nogmaals wat van een ganz eigenaardigen Geschicht aan de Arburg, Manitoba gegend vertalen. Dicht bij Arburg, Manitoba woont een familie, dat zijn onze broeder Wilhelm zijn kinderen, grootkinderen en uw-grootkinderen. En broeder Hein en ik bezochten deze familie dort een paar jaar terugmaal. Door deze kinderen eigenaardige, zeer praktisch ingerechte vogelwirtschaft bezagen, dan valt me door zo bij, waar broeder Wilhelm ook al immer zo een beetje eigenaardige dingen te doen pflegt. Zoals zum Beispiel met zijn burro, met zijn ezel. Nicht mehr allerhand praktische Dinge daunen, zoals den Esel en dat koken aanbrengen om zijn bal zo een beetje te disciplineren, aber ook verschiedene andere sporen mee te merken. Bruder Wilhelm vertelt ons de Geschicht van zijn bal en burro mal ungefähr zo. Hij zegt, ons bal weer meer een beetje te zeer wierd am kohok. Jeder stuk vee moest door immer krijgt, weet je nu hoe het stich blijven. Dan bracht ik onze vorige burro. Je waren weten wat ik met een voortjenboer meen. Dit is ganz ordentlich weer, ook mal aan het koken nemen. En als de bal den boer ook rambassen wil, draait hij zijn hinger eng naar aan haan en verdrast hem zozeer, dat de bal dat zelfs ook mal met de angst te doen kreeg en zeer uitstuk. Hij verzocht dat dat stootje ijzerne haak uit het koken eruit te ranen, en daarbij had hij zich dat haak even zijn hals gestrijpt en eruit gereden. Als de broeder den bal dat haak vom Hals genomen en water aan dat kohak gebracht had, dan werd hij door wiederhaan veel vredeliger gewast, besonders met een burro. Ik kon nog mehrere andere Geschichten vertellen van wo broeder Wilhelm diesen burro toe allerhand praktische dingen bracht, en wo hij zijn grootkinderen en ook vele Gast manche vrijgemelkt heeft. Natuurlijk hebben broeder Wilhelm zijn grootkinderen, Monroe, Rebecca en Bonita nicht all praktisch het weten van ihrem grootvader gekregen, aber sie sind so lang bij hem nobers geweest, dat vielleicht doch wat van ihrem praktischen met dingen omgaan te kennen, zo'n beetje van ihrem grootvader handelijkend. Dan we sagen en hierden door de Arburg-Gegend ook wat ganz eigenaardig aan den ihre praktisch angerechte Vogelwirtschaft. Wil men levensere kinderen, Bruder Wilhelm zijn grootkinderen, Monroe, Rebecca en Bonita hebben bij Arburg een Geschicht, dat nennt zich Monrebo Birds. De namen Monrebo is opgesteld van de eerste zilb van jeder een van ihre Vornamens. Deze 3 Geschwister hebben über 2000 paar van verschiedene strome broodvogel. Ze verkijpen en verschikken ihre Vögel weit en breit in Noord-Amerika. In deze Vogelbroederie oder an diesem Vogelzuchtgeschäft, wo über 2000 paar Vögel ihre Junge haben, durch wird dort so lüd und so vielstimmig, dat man da binnen meest feilt, man moet ook eerst een Vogel worden, eer man zich da binnen met wem wat vertalen kan. En nu war dat terug naar wat onze terug naar Manitoba gekommene Mennoniten hier schaffen en wat voor Jeschafta die hier haben. Sehr viele von unseren Mennoniten sind in Manitoba Truckfahrer für große und kleine Trucking Companies. Meistens Modemaner, aber auch etliche frühers. Einige sind morgen früh taub Truckfahrer. Viele von unseren Mennoniten haben in Manitoba ihre eigenen Trucks und arbeiten damit für Trucking Companies, etliche eigenen Trucking Companies, Flandern und Jatra, zoals Giesbrecht AP Trucking Incorporated in Altona, Patco Brothers Express and Blumenart, New Hope Transport Limited in Winnipeg, Jade Transport Limited in Winnipeg, Raleigh Transport Limited in Winkler, Eastview Truck Service Limited in Winkler, Zena Trucking in Morden en so wieder. Viele verschiedene andere. Viele von unseren Mennoniten sind
Fachmänner und Fachfrühes geworden. So als Schullehrers, Nurses Aides oder Nurses Helper, Buchführers, Schultextbook Editor, Salesmänner und Salesfrühes, sogar auf Koten und Personalmanager, Predikers und Pastors oder Pastoren, Computertechnicians und Computerprogrammer. Einige haben Computer Jeschafta, so als Circuit World Technology in Steinbach, andere mehr. Viele von unseren Mennoniten sind hier in Manitoba Lebensmittelproduzenten, so als Carney's Meat Cutting in Hochfeld, Southern Meats in Johnsonfeld, Ready-Made Noodles in Winkler, Sunny Day Products Limited in Winkler und CT Foods in Winkler. Das meint, sie haben Geschichte, wo sie Eetwaren produzieren oder reiten und dann die verkaufen an die verschiedenen Sturen oder Lebensmittelhändler. Noch andere von unseren Mennoniten aejnen und handhoven in Winkler so Restaurants als Del Rios, Toppers und Dairy Queen. Sehr viele von unseren mennonitischen Frühes und Mädchens arbeiten an die verschiedenen Restaurants, Altenheime, Schulen und andere Institutionen als Körper oder Kochs oder Bedienerinnen oder Kellnerinnen, Wascher und Abwascher. Viele andere arbeiten als Home Care Arbeiter und noch andere besorgen regelmäßig die volltätige arbeitende Frühes ihre Häuser. Viele andere besorgen nur die Geschäftsstunden und die viele verschiedene Geschäfte. Die viele nach Manitoba gekommenen Mennoniten und ihre Nachkommen haben vor vielen Jahren einen bedeutenden Beitrag gemerkt zu den Erfolg von den meisten Fabriken in Süd-Manitoba, besonders in Winkler, in Morden, aber auch in Carmen, Morris, Rosenort, Steinbach in Umgegend, Arborg in Umgegend und sogar in Winnipeg. Die haben noch einen bedeutenden Beitrag gemerkt zu der Construction-Industrie, zu dem Gebieterbau in Süd-Manitoba. Auch als Fachlied, Professionals, wann auch als ein viel kleiner Port, merken von unseren Menschen hier all einen bedeutenden Beitrag. Hier hat wir weiter aufbrechen für das Mal. Nächstes Mal vertellen wir noch mehr von von Mexiko und von anderen lateinamerikanischen Ländern nach Manitoba gekommene Mennoniten, in denen ihre Nachkommen hier schaffen, und noch was davon, was sie hier in Manitoba für Jeschafta aejnen und so weiter. Aber nächstes Mal. Ich bin George Rempel.